54 Tage. 54 Tage ist die Straße von Hormuz blockiert. Und die Gasspeicher Deutschlands stehen bei 30%. Das ist die Zahl, über die kein Mainstream-Medium spricht. Nicht 60, nicht 50, 30% nach dem härtesten Winter seit Jahren. Gleichzeitig hat die Internationale Energiebehörde diesen Moment offiziell als die größte Energieversorgungsstörung in der Geschichte des globalen Ölmarkts bezeichnet. Nicht eine der größten, die größte aller Zeiten. Und während Washington von Waffenstillstand spricht, steigen die Gaspreise in Deutschland weiter. Was bedeutet das für Sie von Dresden bis Düsseldorf? Das analysieren wir heute. Was wir heute analysieren, existiert in dieser Form in keiner westlichen Berichterstattung. Die offiziellen Zahlen, die versteckten Mechanismen und was das konkret für Ihren Geldbeutel bedeutet. Abonnieren Sie Deutschland spricht und aktivieren Sie die Benachrichtigungen. Fakten zuerst, Analyse danach. Am 28. Februar 2026 begannen die USA und Israel koordinierte Luftangriffe gegen Iran. 4 Tage später am 2. März kurz nach Mitternacht sendete kein einziger Tanker in der Straße von Hormuz noch ein Ortungssignal. Null Verkehr. Vollständige Blockade. Vor dem Krieg passierten täglich etwa 20 Millionen Barrel Öl diese Meerenge. Das ist rund ein Fünftel des gesamten weltweiten Ölhandels. Im März kollabierte dieser Durchfluss auf knapp 2 Millionen Barrel pro Tag. Das entspricht einem Rückgang von 90%. Gleichzeitig stoppte Qatar Energy, der weltweit größte Flüssiggasexporteur, alle Exporte. Force Majeure wurde erklärt. Das Ras Laffan Terminal, die größte Flüssiggasanlage der Erde, war offline. Für Europa bedeutete das, 8% seines Flüssiggases kommen aus Katar. Und das in einem Moment, in dem die europäischen Gasspeicher historisch niedrig waren. 30% Kapazität. Das war der Stand nach dem Winter. Die Konsequenz war sofort messbar. Der europäische Gaspreis, gemessen am Dutch TTF, verdoppelte sich bis Mitte März auf über 60 Euro pro Megawattstunde. Zur Einordnung. Vor dem Krieg lag er zwischen 20 und 30 Euro. Deutschland ist besonders verwundbar. Warum? Weil Gas in Deutschland rund 40% des Strompreises bestimmt. Und 50 bis 60% des Haushaltsgaspreises hängen direkt am Weltmarktpreis. Das bedeutet, wenn der TTF-Preis steigt, zahlen Sie mehr, ob in Frankfurt, München oder Wittenberg. Und das spüren nicht nur Privathaushalte. Am 18. März 2026 hat BASF, das weltgrößte Chemieunternehmen, Preiserhöhungen von bis zu 30% für seine europäischen Produkte angekündigt. 30% innerhalb weniger Wochen. Evonik folgte. ThyssenKrupp, Volkswagen, BMW, Siemens, alle tief exponiert gegenüber Energiepreisschwankungen. Das Institut SKW Stickstoffwerke Pisteritz in Wittenberg, Deutschlands größter Ammoniakproduzent, formulierte es so: Wir kämpfen ums Überleben. Das ist das, worum es geht. Survival. Nicht Wachstum, nicht Optimierung. Überleben. Das ist die Realität in der deutschen Industrie 54 Tage nach Kriegsbeginn. Was Sie jetzt gleich erfahren werden, haben bisher nur wenige wirklich verstanden. Die Krise ist nicht vorbei. Sie hat gerade erst begonnen. Deutschland hat eine strukturelle Schwachstelle, die seit Jahren bekannt ist und nie wirklich behoben wurde. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 diversifizierte Berlin seinen Energiemix. Russisches Gas wurde durch Flüssiggas aus Katar, Norwegen und den USA ersetzt. Das Problem: rund 40% des europäischen Gases kommen inzwischen als LNG-Flüssiggas per Schiff. Und LNG-Schiffe fahren durch die Straße von Hormuz. Deutschland hat sich von einer Abhängigkeit in die nächste gerettet. Gleichzeitig, die Gasspeicher Europas waren nach dem Winter 2025 durch 2026 so leer wie seit Jahren nicht. Nur 30% Kapazität, das ist der kritische Puffer für den Sommer. Denn der Sommer ist die Auffüllphase. Wenn Deutschland jetzt nicht genug Gas einlagert, droht der Winter 2026 durch 2027 eine Wiederholung der Krise von 2022 zu werden. Die Europäische Kommission reagierte bereits am 26. März. Sie rief alle Mitgliedstaaten auf, die Gasspeicher frühzeitig aufzufüllen. Das ist kein normaler Hinweis, das ist ein Alarm. Und die EU-Energiekommissarin Dan Jorgensen sagte am Dienstag bei einer Veranstaltung in Madrid wörtlich: Ich muss sehr deutlich sagen, selbst im am besten Szenario ist es kein gutes Szenario.
Selbst wenn der Iran-Krieg heute enden würde und die Straße von Hormuz sofort öffnete, es wird mehr als ein paar Jahre dauern, bis wir die Produktionsniveaus von vorher wieder erreichen. Merken Sie, was hier gesagt wird? Die Energiepreise bleiben hoch, nicht für Monate, für Jahre. Die Bundesregierung reagierte am 13. April mit einem Entlastungspaket. 1,6 Milliarden Euro. Benzin und Diesel werden für 2 Monate um 17 Cent pro Liter vergünstigt. Außerdem dürfen Arbeitgeber steuerfreie Boni von bis zu 1.000 Euro zahlen. Das klingt nach einer Antwort. Aber ist es die richtige? DIW-Präsident Marcel Fratscher sagte deutlich, das Paket zeige ein klares soziales Ungleichgewicht. Es helfe vor allem denen, die viel fahren, nicht denen, die am härtesten getroffen werden. Und Kanzler Merz selbst gab ungewohnt ehrlich zu, die deutsche Wirtschaft wird über einen längeren Zeitraum erheblich belastet sein. Nicht kurz, erheblich, über einen längeren Zeitraum. 6 führende Wirtschaftsforschungsinstitute schnitten die Wachstumsprognose für Deutschland am April auf 0. 6% von 1, 3% vor dem Krieg. Fast halbiert in wenigen Wochen. Was bedeutet das für Sie von Dresden bis Düsseldorf? Konkret. Erstens Benzin und Diesel. Die Preise sind seit dem 28. Februar stark gestiegen. Die 1,7 Cent Entlastung ist zeitlich begrenzt 2 Monate. Danach zweitens Strom. In Deutschland beeinflusst der Gaspreis den Strompreis direkt bis zu 40%. Wenn Gas teurer wird, steigt auch ihre Stromrechnung. Analysten erwarten, dass der TTF auch nach einem möglichen Kriegsende nicht unter 40 Euro pro Megawattstunde fallen wird. Drittens Lebensmittel. Über 30% des weltweiten Harnstoffs kommt aus Golfstaaten. Harnstoff ist der Grundstoff für Dünger. Die Urea-Preise sind seit Kriegsbeginn um 50% gestiegen. Das trifft Landwirte und bald auch die Supermarktpreise. Viertens Jobs. Wenn BASF, ThyssenKrupp und Evonik ihre Produktionskosten nicht mehr tragen können, verlagern sie ins Ausland. BASF hat das bereits 2022 begonnen. Die Krise beschleunigt diesen Prozess. Die Europäische Zentralbank hat ihre geplanten Zinssenkungen am 19. März ausgesetzt. Höhere Inflation durch Energiepreise, das bedeutet, das billige Geld bleibt aus. Kredite bleiben teuer. Die entscheidende Frage: Wie geht es weiter? Szenario 1, diplomatische Einigung, Wahrscheinlichkeit 30%. Iran und die USA einigen sich auf ein umfassendes Abkommen. Die Straße von Hormuz öffnet vollständig. Die Gasspeicher Europas werden am Sommer aufgefüllt. Die Energiepreise fallen aber nicht auf das Vorkriegsniveau. Das Ras Laffan Terminal in Katar braucht Monate für die vollständige Wiederinbetriebnahme. Deutschland erholt sich langsam. Wachstum 2027, rund 1%. Voraussetzungen: Iran muss sein Nuklearprogramm einfrieren. USA müssen die Seeblockade aufheben. Pakistan muss als Vermittler erfolgreich sein. Szenario 2, kontrollierte Verlängerung, Wahrscheinlichkeit 50%. Der Waffenstillstand hält, aber die Seeblockade bleibt. Die Verhandlungen ziehen sich bis Herbst hin. Die Straße von Hormuz bleibt eingeschränkt. Europa kann seine Gasspeicher nicht vollständig auffüllen. Der Winter 2026 durch 2027 wird teuer. Deutschland rutscht in die technische Rezession, wie die EZB bereits gewarnt hat. Szenario 3, Eskalation, Wahrscheinlichkeit 20%. Die Verhandlungen scheitern. Trump nimmt die Bombardierungen wieder auf. Der iranische Revolutionsgarden greift Ölinfrastruktur in Saudi-Arabien und den Emiraten an. Brent. Öl überschreitet $120 pro Barrel. Deutschland steht vor dem schlimmsten Energieschock seit dem Zweiten Weltkrieg. Produktion bricht ein. Massenarbeitslosigkeit in der Industrie. IWF-Szenarien zeigen globale Inflation von über 6% bis 2027. Die Frage ist nicht ob, sondern welches dieser Szenarien eintritt. Fassen wir zusammen. 54 Tage Blockade. Gasspeicher bei 30%. Wachstumsprognose halbiert. BASF erhöht Preise um 30%. Und die EU-Energiekommissarin sagt, selbst am besten Fall ist es kein gutes Szenario. Das ist nicht Hysterie, das sind die Zahlen. Was ist Ihre Einschätzung? Schreiben Sie es in die Kommentare. Auf Ihrem Bildschirm sehen Sie jetzt 2 weitere Tiefenanalysen. Klicken Sie jetzt. Abonnieren Sie Deutschland spricht. Bleiben Sie wachsam. Fakten zuerst. Analyse danach. Das ist Deutschland spricht.